Turm hinein war es stockdunkel. Plötzlich hat der Mogli ein Zischen gehört. Es waren die Stimmen von kleinen Schlangen, die in den Ritzen der verlassenen Häuser gewohnt haben. Weil der Mogli gewusst hat, dass so ein Schlangenbiss giftig ist, hat er daran gedacht, was ihm der Baloo beigebracht hat. Und hat die Schlangensprache gesagt: Ihr und ich, wir haben das gleiche Blut. Sei vorsichtig. Pass auf, dass du nicht auf unsere Nester stehst. Dann passiert doch nichts. Ist gut, ich passe ganz fest auf. Der Mogli war müde und allein. Er hat herumgeschaut. Wie um alles in der Welt soll er aus dem Turm wieder rauskommen? Plötzlich ist es draussen ganz still geworden. Von den grauen Affen war kein Mucks mehr zu hören. Da hat der Mogli ein leisliches Geräusch vernommen. Mein Freund, los. Man sagt gar, die Riesenschlange, sie geht auf die Jagd. Und sie ist nicht allein. Der Baloo und der Bagheera sind auch dabei. Sie sind schon ganz nah. Zum Glück, meine Freunde haben mich gefunden. Bagheera, Baloo, da im Turm bin ich. Hallo, da bin ich. Der Baloo und der Bagheera haben am Mogli seine Rufe gehört. Gerade wo sie wollten zum Turm überlaufen, haben sich die Affen mit wildem Geschrei auf die beiden Eindringlinge gestürzt. Der Bagheera hat geschnappt und mit den Tatzen nach ihnen geschlagen. Aber es sind immer neue Affen auf ihn aufgekumpelt. Und bald war er am ganzen Körper verbissen und verkrebelt. Auch am Baloo sind von oben bis unten Affen gehangen, die ihn klüben und kratzen und ihm das Fell im Büschel ausgerissen haben. Der Baloo hat sich auf den Boden gewälzt, um die Störenfriede loszuwerden. Aber der Chill, der Adler, hat recht gehabt. Es sind einfach zu viele Affen. K ist bereits über die steinige Terrasse zum Turm übergekrochen. Kleiner Frosch, sag, bist du da inne? Ja, da im Turm. K hat ihren Körper aufgerichtet und es hat so ausgesehen, als stechte ein Baum vor dem Turm. Dann hat sie ihren Kopf gegen den Turm geschwungen, zuerst einmal, dann zweimal. K war es so stark, dass sie beim 4. Mal ein grosses Loch in den Turm hineingeschlagen hat und der Mogli konnte ins Freie kriechen. Dann hat er aber gesehen, dass sich der Baloo und der Bagheera in Lebensgefahr befunden haben und hat sofort zu ihnen hinrennen. Doch K ist über die Terrasse geschlängelt, hat sich noch einmal aufgerichtet und ein langes, furchterregendes Zischen ausgestoßen. In dem Moment sind die Affen sofort erstarrt und der Baloo und der Bagheera haben sie einfach so abschütteln. Kommt, weg von da!